Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy Silver auf Pelzig. Und wir machen uns weiter auf in der Unterwasserreaktor zu Römisch 1, wo wir glücklicherweise auch einen Speicherpunkt treffen. Na Motto hier. Wäre ich noch Endsektor weitergegangen, hätte ich auch Speichere kennen und dort damit abschließen können. Aber so ist es halt im Leben. So. Gehen wir doch hier. Oh, hi Soldat. Du bist die Wolk. Ich bin schon bekannt hier. Das ist doch geil. Im Sektor M11. Ach, wie witzig wäre es gewesen, wenn es einfach Sektor 7G gewesen wäre. Oh, okay, der Barrett haut ihn mit M-Schlag um. Army, wurscht. Und Schwerkraft hat er Level gekriegt. Und wir haben wieder diese unsägliche Shinra Beta. Ich glaube, ich bewerfe die Type jetzt einfach mal damit. Was war das Schwerkraft hat? Demi 3 sind wir jetzt. Jawohl. Angriff mit Schwerkraft reduziert ein Viertel der HP. Du kriegst die Großmaterie nicht. Na dann, wird das wohl so sein. Wer von euch kann dann werfen? Müssen wir gerade mal gucken. Der kann Normalangreifer, der kann Normalangreifer. Ah, genau, Wurf. Kriegen wir gerade euer scheiß Shinra Beta wieder zurück. Den Dreck will niemand. Da haben wir es dann. Shinra Beta. Ah, jetzt macht das Sitten schon den Malekang fertig. Mist, bis ich das dappische Ding rausgefunden habe, hat das Sitten schon den Malekang mit Konter gekillt. Na gut. Shinra Beta, als wieder. Also den Scheiß will doch echt kein Mensch haben. So, das sind wieder zwei Knödelköpfe. Du wolltest die Großmaterie also. Ich wollte sie nicht, nur ich will sie nach wie vor. Oh, das sind ein bisschen andere Leute jetzt. Gucken wir gerade mal. Wurf. So, ich will bis ganz runter. Ippala, wir haben es dann. Shinra Beta, muss doch ganz irgendwo. Shinra. Das kann ich jetzt nur schmeißen, das Zeichen, das gibt's doch gar nicht. Unterwasser MPA, na gut. Na, so viel halten die Knödel jetzt auch nicht aus. Dafür haben sie sneaky neue Uniform und der hat die Granate gerade ins Nirvana gejagt. Hat nicht mal getroffen mit dem Ding. Na gut, na gut. Man kann ja nicht alles haben. Ich hätte sie jetzt sehr gern mit ihrem dappischen Shinra Beta beworfen. Und Erde hat noch Level gekriegt. Das heißt, Barrett ist jetzt in der Lage, Beben 3 zu verwenden. Das ist natürlich auch sehr geil. Ich sollte aber nochmal eine Runde Heilung für alle Spendierer. Und dann kann es auch hier wieder weitergehen im Unterwasserreaktor. Bei... Jetzt sind wir doch, glaube ich, schon fast beim Makroreaktor, weil unten drunter sehe ich doch wieder den Lebensstrom so grün vor sich hin sprudeln, so ganz gesund. Wächter hießen die Dinger einfach nur. Zweimal Raketenschlag. Oh, das bringt aber nicht so viel. Wow. Also Cloud haut hier auch richtig auf die Kacke. Sprungattacke reißt den anderen mal der Arsch auf die Sache. Und zeigt dem mal, was ein Schwert kann und wie das Schwert auch Stahl durchschneiden kann. Und waps und zack. Und 5241 an Lecco Mio. Nicht schlecht, Herr Specht. Die Sache soweit sind wir für das Level eigentlich echt sehr gut gewappnet. Aber ich stehe trotzdem irgendwann einmal sehr gern wieder Level runter einlege und einfach mal so ein bisschen schwafeln und ein bisschen stärker wäre. Hä? Die große Materie? Da ist der Reaktor, ja. Ah, da kommt sie wohl raus. Dann haben wir ja in der letzten Episode schon gesehen, den Greifarm, der war ja schon bei der U-Boote. Da unten haben sie so Pusteln gebildet. Und da hat er sie. So dunkelrot, die große Materie, wohl sehr zusammengepresst und komprimiert. Barrett zittert wieder. Mischte knapp verpasst. Was sagt der Sid noch? Der ragt noch Renny. Das denkst du? Barava. Na gut, dann rennen wir jetzt eine große Materie hinterher, wie wir das so kennen. Oh. Haben wir es geschafft? Oh, da ist was. Da ist die große Materie, so Magentafarbe, so Purpurfarben nie. Und die wird ins rote U-Boot reingestoppt. Der Reno ist 8 Uhr. Und da ist noch ein Roboter mit Greifarme. Mit dem werden wir es gleich zu tun haben, ihr liebe Leute. Wollte nicht so spoilern, aber das muss einfach mal sein, so zwischendurch. Hi Reno. Was machst denn du beim Ladehelfer?
Volk? Wir werden beim Transport von der Transport, genau. Wir werden beim Transport von der großen Materie helfen, Reno. Ich arbeite nicht für Umme. Rück's raus, sonst. Mach schon. Nix macht er. Ich habe leider keine Zeit, mich mit euch zu beschäftigen. Da kommt er schon. Und wie schön der Arke wackelt kommt. Der hilft normalerweise immer beim Lade hier, aber der darf am Kämpfer. Die große Materie hat Vorrang. Tschüss. Und jetzt haben wir es mit so einem riese Vieh zu tun. Das ist normalerweise der Doc-Helfer, aber jetzt darf er am Kämpfer. Klaue. Linker Arm und rechter Arm. Lapis Laser. Ui, okay, der macht schon ein bisschen mehr Schade, der Knabe. Hier steht Sarah. Wir heilen uns erstmal rund. Nichts zu stehlen, okay, das ist schon mal gut. Sid, bevor du sowas machst, machst du erstmal Barriere auf uns alle. Und dann eine Zauberbarriere. Ich denke, das ist hier eindeutig notwendig. Nein, Mist! Cloud kann ja nicht durch Zauberkeit, wäre der durch Spiegel auf sich. Sein verfluchter Mist. Der braucht dann dringend einen X-Trank. Wir versuchen den Knabe jetzt mal mit Aqualung zu erwischen. Und machen dann eine Zauberbarriere tatsächlich auf uns. Und okay, das hat schon mal ganz gut erwischt. Sehr gut. Ja, scheiße, ich habe vergessen, dass der Cloud der Spiegelring hat. Das heißt, bei dem Wirkenzauber nicht mehr so gut. Der wirft ja alles wieder zurück auf den... scheiße. Wirft ja alles zurück auf den. Na gut, wir müssen was anderes brauchen. Und zwar schmeiße ich jetzt einfach mal mit dem Dreizack noch linker Arm. Sid, du kannst einen Übersprung auf alle machen. Und Barrett, lassen wir gerade gucken. Wir attackieren jetzt erstmal den linken Arm. Okay. Zack. Dreizack. Ui, der macht schon Schade. Das ist nicht schlecht, die Technik. Und wir machen einen Klingestrahl auf den in der Mitte. Das ist ja unser Hauptgegner. Dann können wir Animal, Beschwörung. Ne, Phoenix ist jetzt nicht notwendig derzeit. Dann attackieren wir weiter hier der Hauptgegner. Zack. Das macht doch schon mal nicht schlecht Schade hier. Mist. Okay, Barrett, du musst der Cloud wieder heilen mit irgendwas Schönem, was wir da haben. X-Trank. Dort haben wir leider viel zu wenig, merke ich. Machen Mega-Elixier. Ne, Quatsch, nicht Mega-Elixier. Einfach nur Elixier. Und gib's mir der Volk. So. Die Volk macht jetzt Dodo vor. Arctic auf linker Arm. So, dann schnappen wir uns jetzt. Zauber. Wir probieren einfach mal sowas aus. Cloud. Was machen wir dann da? Feintechnik. Probieren wir doch einfach mal den Zauberatem auf alle. Sid, was kannst du noch Schönes machen? Wir attackieren weiter hier linker Arm. Lapis Laser. Kugelhagel trifft auch wieder alle. Oh, scheiße, das macht ordentlich Schade, das Ding. Und... Manometer, ja, der macht richtig gut Schade. Saugeratem. Und das macht... Ja, das macht ordentlich Schade. Der linke Arm ist jetzt zumindest schon mal kaputt. Armangriff. Ja, uff. Okay, der Sid hat's gefangen. Das heißt, den müssen wir attackieren leider. Und wir müssen unser Leid auch wieder heilen. Was anderes geht doch nicht. Es tut mir jetzt auch leid, dass ich das Vieh jetzt mitheilen muss. Aber der Barrett ist so in Not gerade. Da geht's jetzt leider nicht mehr anders. Scheiße, ich glaube, das vernichtet uns jetzt gerade. Lebt noch einer? Ne, Cloud ist tot. Dann müssen wir jetzt eine Phönixfeder auf der Cloud verwenden. Anders geht es doch nicht mehr. Mann. Mies. Verdammt nochmal. Dann hat's dann erwischt. Noch einmal. Ich hoffe, er schafft's nochmal. Scheiße. Nee, ich glaube, den packen wir nicht. Nee, das war's. Spiel beendet. Verdammt nochmal. Das liegt an dem blöde Ring. Den dappische Spiegelring nehme ich ihn jetzt tatsächlich mal ab.
Der kann sehr hilfreich sein, aber wenn wir uns halt nur mit Zauber heilen, ist der wirklich verdammt umständlich, vor allem wenn es dann noch um Schilde geht. Deswegen die Sache, Cloud, nimm das Ding du weg und du kriegst stattdessen was anderes Schönes. Das ist Quatsch, 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 Quatsch. Dann kriegst du halt das Ding. Aber der Spiegelring ist doch bei weitem nicht so nützlich wie gedacht. Müssen wir jetzt den ganzen Käse hier nochmal machen. Ah, schade drum. Weil der Gegner ist an sich ja nicht so schwierig, würde ich sagen. Aber trotzdem, wir haben uns jetzt so mehr oder weniger, beziehungsweise ich habe mir selber ein eigenes Grab geschaufelt, indem ich den dappischen Spiegelring verwendet habe. Schwerkraft, natürlich wieder Shinra Beta. Ich hasse es wie die Pest, das dappische Ding. Ja, wir kriegen die große Materie nicht. Das ist alles in Ordnung soweit. Na gut. So ein Mist. Damit habe ich einfach nämlich gerechnet. Weil ich habe gedacht, der Spiegelring reflektiert nur feindliche Zauber. War du aber etwas zu schnell in meinem Urteil. Und hab vergessen, dass wir uns so, beziehungsweise hab einfach missachtet. Anders kann man es gar nicht nennen. Hab missachtet, dass wir uns so eigentlich nur mit Zauber heilen. Und ja, das war jetzt unser Verhängnis. Schade drum. Aber ich denke, jetzt müsste es besser laufen. So, noch einmal, zack. Und, oh, einer ist schon weg. Barrett und Sid machen fertig. Sehr gut. Das lief doch auch sehr reibungslos ab. Und Erde hat wieder Level. Granate haben auch wieder 2 standardmäßig kriegt. Sehr schön. Und dann machen wir mal hier die Zufallskämpfer aus. Jetzt kommt das wieder, die große Materie und bla bla. So. Ja, das ist halt schon sehr schade, dass man da jetzt auch nicht direkt beim Bossgegner einsteigen kann, sondern dass wir den ganzen Klumpatsch außenrum jetzt nochmal machen müssen. Also sollte ich bei dem Gegner noch einmal abstinke, was ich aber wiederum nicht glaube, dann tät ich da nochmal einen Cut machen und wir sehen uns dann wieder direkt vom Bossgegner. Ansonsten, Emo kann man das Tromborium hier außenrum mitmachen. Aber ein zweites Mal ist dann doch etwas ätzend. So, jetzt sind wir wieder da. Bla bla bla, haben wir es gepackt. Ab ins rote U-Boot. Ach ja. Und dann kommt wieder der Dockarbeiter und wir sehen links von dem übrigens auch schon eine Kiste. Das spricht auf jeden Fall schon mal dafür, dass wir uns in dem Gebiet nach dem Bosskampf auch wieder einigermaßen frei umgucken können. Natürlich können wir uns nur in eine beschränkte Limitierung umgucken, die uns die Karte hier bietet. Aber es gibt auch wieder ein paar schöne Gegenstände zu entdecken, beziehungsweise auch wieder die Umgebung zu erkunden, was ich auch sehr schön finde. Ich mag das bei Final Fantasy eh gern. Wir müssen auch berücksichtigen, ich glaube, der Unterwasserreaktor ist auch sowas, was man nur einmal im Spiel erlebt. Also ich glaube, da können wir später nicht mehr zurück. Das ist genauso wie beim Jockey-Raum von der Schokobos in Gold Saucer. Das ist auch so ein Raum, den können wir leider nur einmal in ganzer Spiel gucken. Und ich glaube, so verhält sich das auch hier mit dem Unterwasserreaktor in Junon. Das dürfte auch ein einmaliges Meeting hier sein. So, jetzt wieder zurück zum Business. Was machen wir da mit dir? Wir machen erstmal Zauberbarriere auf uns alle. Barrett, du attackierst mir. Wir gehen erstmal auf die Arme drauf, dir die Sache. Du beschwörst den Neo-Bahamut. Und Sidorino macht dann noch eine Barriere auf uns. Das stinkt normal hier. So. Steht Sache, wir können schon mit unserer Beschwörung arbeiten. Wenn wir sie hier parat haben, dann sollten wir auch definitiv damit arbeiten. Weil sowas wie Neo-Bahamut und Bahamut, das macht halt schon richtig schade. Während die anfängliche Bestia bzw. Esper wie Shiva, Ifrit und so weiter jetzt doch eher wenig Schade machen. Aber die große, fette Bestia, die machen nach wie vor richtig Schade, denke ich. Gucken wir gerade mal. Bahamut zerfetzt ihn und macht wie viel Schade. So kracht er jetzt wieder runter zu uns. Oh, 4.500 circa. Das ist natürlich ziemlich gut. Barrett, was hast du an Beschwörung parat? Shiva und Kujata. Kujata können wir auch sehr gern machen.
Und Cloud kannst... Ach mal, das stinkt normaler Bahamut rufe. Aber Bahamut gehört sowieso immer zu meinen Lieblingsbeschwörungen. Muss ich achten zu, Sache. Was machen wir dann noch? Wir attackieren einfach weiterhin der Arm. So, Tetra-Desaster. Ich glaube, Blitz ist nach wie vor bei der Maschine sehr hilfreich. Müsste eigentlich also nicht schlecht Schaden machen, denke ich. So, da kommt er. Der Riese Ochs. Und was macht er an Schaden? Ja, der macht auch gut Schaden, muss ich sagen. Und 160 MP kriegt er auch noch dazu. Das ist auch sehr geil. Das ist dann der MP-Absorption zu verdanken. Ach, ist sehr geil die Materia, gerade wenn man Beschwörungen und Zauber hat, die so richtig viel MP schlucken, kann die MP-Absorption durchaus sehr nützlich und sehr praktisch sein. So, Bahamut, gib ihm. Ich denke, jetzt sind wir hier auf dem richtigen Weg, was den Gegner angeht. Ich bin dann, glaube ich, von Anfang an etwas falsch angegangen. Jetzt haben wir die Arme zumindest schon mal weg. Das ist der riese Vorteil. So, jetzt können wir auch ordentlich Schaden machen. Sprungattacke machen wir hier noch. Ich die Sache. Barrett haut normal drauf und sitzt, du kannst dem Kerl noch Blitz 3 drauf hauen. Weil die Maschine dürften auf Blitzsauber sehr empfindlich reagieren. Jawohl, das macht schon ordentlich Schaden. Boah, Mann, also das mag ja mal richtig, die Sache. Jetzt kann auch niemand gefangen nehmen mehr. Insofern haben wir jetzt einfach nur noch freies Geleit. Okay, unsere Barriere halten noch. Ja, das ist sehr gut. Das schützt uns auch gut. Na, Allah. Fertig. So wird es gemacht, wenn man die richtig Taktik hat. Im Vergleich zu dem ersten Versuch, der ja ziemlich jämmerlich war, muss man doch sagen, dass die Version doch die besser war. Hand Gottes haben wir auch noch gekriegt. Sehr schön. Mal einen Schluck Wasser nehmen. Ah, das hat gut getan. Mischt das U-Boot. Mischt, die wollen also nur Zeitschiene. Ganz genau, wir kriegen es schon. Da hinten wascheln die auch am U-Boot rum, wie wir sehen. Jetzt wird aber erst einmal die Gruppe nochmal geheilt. Und ich mag nochmal gucken, was Hand Gottes ist. Mit R1 könnt ihr auch runterscrollen über mehrere Dinger. Und mit mit L1 könnt ihr wieder hochgehen. Moment, was ist denn die Hand Gottes? Das mag ich jetzt nochmal gucken. Gerade nochmal gucken, ob es hier irgendwo dabei ist, das Ding. Power Soul. Raketenschlag Hand Gottes. Ja, das ist eine Waffe für die Tifa tatsächlich. Und wir kennen jetzt hier nochmal hier, wo die Klaue gestanden hat. Und da gibt es eine Kampftrompete. Das ist natürlich eine Waffe für den Kite Sith. Das sagt ja eigentlich schon der Name. Und die wascheln durch in einem U-Boot echt sehr blöd durch die Gegend. Hier aber gibt es nichts mehr für uns. Du wärst zum roten U-Boot reingegangen. Und wir wollen jetzt noch zum normalen U-Boot, zu dem grauen U-Boot rein. Obwohl, das ist auch so ein bisschen rostig, die Sache. Du hast auch noch was für uns. Und zwar ein Krummschwert. Ein Krummschwert. Was kann das dann? 6 Slots hat's Kristallschwert, Krummschwert. Wo ist es dann? Superschwert. Nee, Krummschwert ist hier leider nicht dabei. Ist das dann vielleicht was für das Sith? Ja, tatsächlich. Krummschwert. Ui, das hat aber leider nur 2 Slots. Wäre natürlich sehr, sehr geil von der Angriffskraft her, aber vergiss es, das brauchen wir jetzt auch nicht. Ich will mehr Materia für die Jungs haben. Oh, da hinten ist auch noch was. Sehr schön. Da gehen wir natürlich auch noch hier, bevor wir jetzt die närrische Hinkel da auf dem U-Boot angreifen. Schlüsselobjekt Leviathan-Schuppen. Die werden wir definitiv noch gebrauchen können. Und zwar machen wir das auch direkt, wenn wir hier wieder frei sind. Da werde ich euch zeigen können, wofür wir die Leviathan-Schuppe brauchen. Ja, ich. So, was seid ihr dann hier? U-Boot-Cruise. Zack, zack. Und was? Und Mann. Oh, okay. Er darf auch nochmal angreifen. Ich finde es irgendwie komisch, dass die Schwerter mehr Schaden machen oder die Stich- und Hiebwaffe, dass die mehr... Oh, geil, Gegenangriff hat der Level kriegt. Dass die mehr Schaden machen, als wenn jemand mit einem Maschinengewehr auf uns ballert. Ich mag gerade nochmal gucken. Gegenangriff. Ja, sehr schön, schon auf Stufe 3. Das ist doch geil.
Und eigentlich mal noch fertig. Du übernimmst das Schiff nicht. Das wollen wir immer sehen. Das sehe ich anders. Und auf die Schnees. Sitzt du mal Stendo fertig. Barrett, du. Denn. Batsch. Boah, Alter. Und Cloud gibt ihm der Recht. Nebelgeschoss hat er auch noch. Also die Knabe, die werden nicht richtig gut trainiert von der Shinra, glaube ich. Ich glaube, da darf jeder selber so seine Ausbildung machen, so wie miserabel wie die schießen. Und jetzt geht's rein ins U-Boot. Da sind auch schon wieder 3 Annelina. Ihr wollt U-Boot versuchen, das zu kapern. Naja, wir sollten sie den wütend machen. Wie die schon angeschlappt kommen, die Tipper. Großartig. Sind wir jetzt in die Zanke-Nummer? Jawohl. Die haben uns in die Zanke-Nummer, die Tipper. Und haben dementsprechend eine Präventivakte. Aber wie kann man durch so ein loferner Leute daneben schießen? Ich verstehe es also nicht. Cloud hat die Limit-Technik. Oh, Alter. Der Sitz, der geht ja auch wieder ab wie Schmitz Katze hier, der Kerl. Aber ich will jetzt seine Limit-Attacke nicht was so popliche Gegner verschwenden, um ehrlich zu sein. Konnte nichts stehlen, aber die haben was. Boah, Alter. So. Na gut. Das wäre geschafft. Sehr schön. Cloud und Barrett haben auch noch ein Level gekriegt. Das freut mich doch. Na los, Volk, mir noch. Beziehungsweise mir noch. Mensch, was zum... Ede, ich bin der Anführer, Mann. Ja, lang her, seit wir in den Zug eingestiegen sind. Da hat sich einiges verändert. Ja, eine Menge. Ja, du bist jetzt nämlich in Charge, Barrett. Das ist jetzt leider der Cloud. Damit muss ich jetzt leben. Und ich stehe der mal Sache hier, liebe Leute, da hier auch wieder so ein schöner Speicherpunkt rumsteht und mir die 20 Minuten erreicht haben, mache ich an der Stelle mal wieder einen Cut. Wer setzt die dann immer, wer bestimmt es dann immer. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, Ayan Yankee.